Kommen wir zum dritten legendären Vogel, und zwar zu Lavados. Nach Titanen des Eises und Donners folgt nun der Titan des Feuers. Wie in Pokémon 2 die Macht des Einzelnen. Bis heute noch mein Lieblings-Pokémon-Film. Aber das nur mal so am Rande. Die Liga nochmal machen mit einem neuen Team, war mit einer Variante. Vielleicht zum Abschluss des Streams, wenn er irgendwie Zeit hätte. Also, ja, können wir mal gucken. Ja, Chaos hat jetzt gezeigt, genau. Tobi brauchen nochmal. Den guten Tobi. Domi war jetzt eigentlich gerade aktuell nicht. Dann nehme ich mal mit Kokiri, wie versprochen. Xiaomi eigentlich auch eine Variante, aber nicht mal Robert mit. Als alle Stricke Reisen, die ich unbedingt brauche zum Ausharren halt. So, erstmal wieder zeigen den Kokiri. Fahrrad. Ich meine, die Pokémon-Liga-Mucke einfach alles überdeckt. Ja, Mann. Ich überlege gerade. Brauchte ich für einen von denen Stärke? Ich fürchte ja. Oh ja. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man failt. Oh Mann, 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 Mann. Könnt eigentlich Team nochmal ganz kurz ablegen, genau. Steven hat Stärke, stimmt das? Jo, das stimmt. Gut, dann Peter Michael. Warum dann gerade nicht mehr die meisten dieser Items? Vor allem die TMs nicht mehr, yo Mann, yo, 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 yo. Müsste reichen eigentlich, wa? Haben sie etwas? Ja, erstmal behalten. Pokémon Liga Website hergestellt. Ey, das war 98. Die hatten bereits eine Website, die Pokémon Liga, okay, nicht schlecht. Jo, wenn man den Unterschied anguckt vom Level her, da waren noch 46. Ich glaube, alle so weit, wa? Jo. Dabei hatte unser Rivale, Gary, der hat ja, stärkstes Pokémon war Blitzer, ich glaube Level 63 oder so etwas. Der Witz dran ist, Freunde, bei Pokémon Rot, wo ich noch am Zocken bin, privat, da habe ich ein Team aus 5 Pokémon, aber habe bisher echt nur die 5 trainiert und bin auf der Zinnoberinsel. Er hat noch nicht gegen Pyro gekämpft. Und bereits jetzt meine Pokémon Level 46, also genau gleich stark wie hier. Aber hier habe ich im Prinzip alles gemacht, oder? Also, jo. Gut, wie gesagt, ich habe damals halt noch Timana trainiert und der hatte auch ein ähnliches Level, wenn man halt 7 Pokémon trainiert. Und so im Vergleich mit 5 Pokémon, ja, das ist dann schon ein Unterschied. Das macht sich schon bemerkbar, auch mit dem Steven. Ja, der Herr Steven, der macht sich bemerkbar. Habe ich nicht. Ich hab. Wow. Reinstein. Kokiri, unser Quappo. Mit seiner Hydropumpe.
Total übertrieben. Ich weiß, Mann. Was geht? Kleinstein? Du bist ein ganz kleiner Stein. Lalala. Ein Golbat, was hier viel besser ist als bei Pokémon Rot und Blau. Mit einer vollen rausgesteckten Zunge, die irgendwie 12 Meter lang ist, gefühlt. Body Slam. Oh, ups. Das war nicht geil. Dunkelnebel. Jo, geil, dankeschön. Nur stand ja. Alle Veränderungen wurden entfernt. Nämlich selber wieder geheilt, der Trottel. So, sagt wie gerade die Zeit. Okay, Bisher läuft es noch einigermaßen im Rahmen. Golbat. Bereits gezeigt, was er kann, wa? Genau, jetzt wird's Zeit. Wo war das überhaupt schon wieder? Wo war schon wieder hier? Vor allem, da steht ein Typ daneben, der sieht Arctos und merkt überhaupt nichts, gibt da keinen Kommentar dazu, nix. So von wegen, oh, das ist übrigens ein legendäres Pokémon, ja, schnapp es dir, ich kann das nicht, mein Team ist bereits tot. Ich schlafe. So. Wir haben mal alle Attacken gesehen. Jetzt, Tobi, Schwäche mit Drachenwut. Dann kommt Steven oder Kai dran, wegen Einschläfern, genau. So, macht jetzt mal, nochmal speichern. Denn man weiß ja nie. Lava! Was ist das? Achso, er hat jetzt Linux drauf. Versteht ihr? DOS, Linux. Nee, er fährt auf Mac ab. Was? Muss uns sofort killen. Muss sofort killen. Wenn der, also, nee. Ich tue dir keine Macintosh-Benutzer. Nee. Ich akzeptiere keine angebissenen Äpfellutscher. Okay, das war ein bisschen sehr hart. Aber vor allem keine Anspielung im Spiel. Schnabel. Steven? Steven geht hier, du bist jetzt dran. Nee, war falsch. Ich wollte Kokiri, verdammt. Ja, offenbar hat der Level 50 hat Lavados, Schnabel und Feuerwirbel. Total scheiße Attacken. Was er wurde G, Lavados. Oh mein Gott. Wieso scheiße? Ganz einfach, überlegt mal. Arctos hat einen epischen Eisstrahl. Ist eine Stabattacke. Okay. Zapdos hat Donnerschock, der ist natürlich total doof, aber egal. Plus Bohrschnabel. Ist keine Stabattacke, aber trotzdem episch. Hat Lavados, der hat nichts davon. Keine gute Normalattacke, also nicht Stab, aber keine Stabattacke, der hat nichts drauf. Der kann man gefangen nehmen, toll. Lavados, mag nur Lava und kein Dos. Wo ich zugeben muss, dass Lava Linux auch doof klingt. Lava Jux, Lava Inux, Lava Nux. Vielleicht dieser Lava Nux ist ja vielleicht die Alola-Form. Ich muss so lachen, ey. Jetzt wird's langsam mal was hier. Natürlich hat es keine Wirkung. Aber sonst keine Tränke mehr? Hier kommt der Schnabel. Halt den Schnabel. Alter, ist gut. Leck mich am Arsch, ey. Natürlich auf einen Volltreffer. Daneben, ha. Du gehst jetzt schlafen. Lavados, ich wähle dich.
Schade. Lavados, I choose you. Vielleicht ist er Englisch angehaucht. Nö. Vielleicht mit ganz doofem Akzent. Lavados, I choose you. Das klappt natürlich, ja, ist klar. Der war jetzt so verwirrt von meinem Gerät, dass ich dachte, was? Oh, verdammt, ich muss mal wehren, scheiße. Im Prinzip hat's ja Robert bereits mal so ein bisschen angeteased und ich finde den Namen noch gar nicht mal so schlecht. DDoS. Er sagt Lava, ich sag DDoS. So. Wir haben alle Vögel. Du hast ja einen Vogel. Ja, schön wär's. Das läuft ja richtig gut von der Zeit der Freunde, weil es haben natürlich noch genug Zeit für Mewtwo. Je nachdem natürlich, wie lange es dauert, das wird dann schlussendlich etwa der 4. Part im Let's Play sein, also wird ein neuer Part natürlich. Werden wir vielleicht noch ein... wo ich gerade hin? Werden wir vielleicht noch mal mit dem zweiten Team, sag ich jetzt mal, ist ein bisschen doof gesagt, ich weiß, aber trotzdem, hat ein bisschen was. Na hier. Mit dem zweiten Team nochmal die Liga durchmachen. Was? Kein Bock drauf. Flugzeug? Oh nö, ich hab keins. Leck mich am Arsch, ist aber kein Flugzeug mehr dabei. Verkauft, wa? Bin ja auch ein Hirsch. Hab doch irgendwo... Schaufel natürlich auch keiner mehr drauf, wa? Nö. Okay, dann mal überlegen. Wie, da muss ich zum ganzen Anfang zurück. Ah, das war damit... Oh nein! Ich hab keinen Bock auf die Sensoren, muss auch anders gehen. Ja, Sensoren, ja, ich erinnere mich wieder daran. Oh nee, ich muss sogar, komm gar nicht mehr raus. Leck mich. Toll. In solchen Fällen, Freunde, sollte man eben immer ein Flugzeug dabei haben. Auch wenn man irgendwie denkt, ja, ich nutze sowieso nie, warum überhaupt? Aber es kommt immer wieder in Situationen, sich dann doch halt sagen muss, ja, scheiße, mal ein Ding dabei gehabt, wa? Ja, ein Ding. Mehr so ein Ding-Dong, aber ist egal. So. Dann kann man eigentlich nochmal Lavados fangen. Hast gar nicht aufgepasst, Robert, wa? Jo. Innerhalb vom einen Eingang, sprich von der Pokémon-Liga aus, reingehst, dann ein paar Felsen verschiebst, kommst du irgendwie mal in den Raum hier rein und dann gehst du noch ein Stockwerk runter, hier rein und dann bist du eigentlich schon da. Also ist eigentlich relativ simpel. Robert war ganz kurz weg, natürlich. Hat man den Stream verpasst, war? Naja. Oh. Jupp. Sup. Dup. Und lup. Jupp. Hey Typi. Wow. Wir sind genau gleich wie vorher. Ich komme hier aber schon noch mal raus. Ich glaube, die Hitze hat mir aufs Gemüt geschlagen. Ich bin schon total...
Ach nö, es war das, war. Oh nein! Kriegen wir nochmal? Nö, aber auch nicht, scheiße. Ja, also gut, nachher lese ich komme ziemlich sicher wieder hier raus. Auf eine ziemlich angenehme Art und Weise, sprich so wie wir reingekommen sind, aber es wird dauern. Oh mein Gott, ey. Ja, ich meine, sicher etwas kurz was trinken. Wenn die Flasche aufkriegen, natürlich nur. Ja, hab Flasche gesagt. Handtuch, was ist ein Handtuch? Schwitz. So. Ganz kurz mein Gesicht abwischen. Okidoki, wo waren wir inwiefern stehen geblieben? Da war ja nichts. Genau, muss er den hier auf den Sensor legen. Dass kein Fluchzell dabei habe, meine Fresse, ey. Wow. Das wäre ein epischer Fehl gewesen. Heyo! So. Wenn hier im Prinzip reinkommt, kann man von der Seite aus rein. Und ja, spielt da keine Rolle mehr. Also sprich, Pokémon-Liga und da reingehe, kann man glaube ich am oberen oder. Mann, dann nochmal ausreden, Spiel. Also an dem Ausgang da oben, direkt rechts oben hier. Oder von der Treppe da unten rein und dann muss man halt mit dem Stärke den Felsen hier rüber verschieben, dann kann man hier runter und den nach oben verschieben, fertig. In der Theorie zumindest. Okay, Mewtwo. Welche Pokémon nehme ich da mit? Natürlich eben, wenn ich jetzt Bin noch dabei hätte, also sprich unser Glurak mit Drachenwut. Problem ist nur, Drachenwut muss ich hier in der Spielhalle kaufen und das kostet so extrem viele Münzen, da habe ich echt keinen Bock drauf. War überhaupt mir jetzt raus. Da gerade ein bisschen geistig nachdenkt, was anderes überlegt. Ah, ja, fliegen geht gar nicht. Nee, kannst du tauschen. Der hat gar kein Fluchtseil. Das sind wir unhöflich. Beleber, genau, Beleber, Hyperheiler, Top Genesung, okay, aber sonst eigentlich aber gar nichts dabei, interessant. Ja gut, Top Genesung eigentlich schon ziemlich imbar. Ziemlich teuer. Ja, mal ganz kurz heilen. Weil auf der Box automatisch heilen, das geht hier noch nicht. Man kann das überlegen, also. Nächstes Ziel, Mewtwo fangen. Tobling Drachenwut, immer noch eine Option. Okay, Kite zum Schwächen, ja, da werden wir uns natürlich mit Kokire bereits mal. Jo.
Das heißt, ja, hier Didos und Blitzi. Wo ist eigentlich? Schneeball. Der ist hier unten. Also, ich brauche Domi zum Fliegen. So war eigentlich logisch. Ich brauche Xion. Damit hätten wir schon wieder ein volles Team. Ja, überlege ich gerade. Guck, natürlich schon stark. Hyperstrahl, Bodyslam, Erdbeben, Erholung. Der weiß, was er kann. Xion, glaube ich. Surfer, Eisschulterpumpe mit Shellwumme drauf. Ja, die Hydropumpe, ja, Mann. So. Ja, nee, müssen eigentlich reichen. Kommt halt Benny und sagt Glurak. Das ist echt doof. Also was? Ich mach's nicht gerne. Ich mach's jetzt mal. Dann könnte Domi theoretisch nach den Box ablegen, wenn ich in der Zuria City bin. Ja, das gefällt Pikachu nicht sehr. Er hasst die Box. So. Ja. Falsch. Mal ganz kurz. Dann sind jetzt Zuria City, so jetzt. Okay. Ja, Pokémon Gelb und Pikachu, das sieht man auch nicht häufig. Der Markt. Der ist da. Ein Fluchtsaal in Ehren kann kein Gegner verwehren. Ja doch, die eigentlich schon. So, Freunde, auf zur Azuria-Höhle. Xion kann surfen. Gut, Tobi auch. Wissen wir, wa? Jetzt bin ich eigentlich noch irgendwie neue Attacken gelernt. Ich glaube nicht, oder? Ja, auch Feuerwirbel, gut, haben wir es auch schon gesehen. Hat den auch Feuerwirbel haben noch gut, um Mewtwo zu fangen, falls ihn Mewtwo bereits vorher abkratzen sollte. Man weiß ja nie, was alles passiert. Kannst trotzdem mal einsetzen. Die zwei haben wir heute noch nicht gesehen. So, Typi ist auch weg. Hat keinen Bock mehr, hier Schlangen zu stehen. Wegen, ja, krieg sowieso nichts bezahlt. Das ist eine totale Schweinerei hier. Wow. Zu der kann man nur, wenn man Surfer hat. Jetzt bin ich mal auf die Pokémon gespannt vom Level her. Naja. Nicht gerade so episch. Edelwumme. Er duckt sich. Jo, das tut weh. Und da kommt noch ein Paras. Dann setzen wir mal die Hydropumpe ein. Und die trifft natürlich. Du. Ein Parasek. Oh, da hätte ich Glurak einsetzen können, war eigentlich perfekt gewesen. Aber egal, Eisstrahl. Einmal Eis ohne Scheiß. Yo. Ah, die sind ja so süß. Unglaublich. Ich bin vollkommen hin und weg.
Wow. Die Azuria-Höhle. Ich sehe mal da vorne. Wie weit kann ich mit ihm? Ja, drüben auch noch. Okay, das könnte noch ein bisschen länger dauern. Ein wildes Goal bei Level 55. Da kommt der Benny zum Zuge mit seinem epischen Schlitzer. Der fast immer ein Volltreffer ist. Überleg gerade. Level 99 unser Benny war. Ich frag mich, ob ein Schlitzer von ihm ohne Volltreffer auch Mewtwo erledigen würde. Nö. Mit Volltreffer ziemlich sicher. Ja. Optionelle Ziel ist eigentlich immer noch, dass wir einen Scharnierer fangen. In der Azuria-Höhle. Flammenwurf, Feuerwirbel, Flammenwurf. Da finde ich nichts anderes als Golbat. Natürlich ein bisschen schade. Ich hatte ja schon noch auf einen Scharnierer gehofft. Zum Zeigen zumindest, dass man ihn auch fangen kann. Also, zeigen, ja, man kann ja irgendwelche, was auch immer nutzen im Internet, um dann eine Bestellung zu kriegen. Aber nett wäre es trotzdem. Ja, Robert, in der Azuria-Höhle gibt es Scharnieras. Das ist vor allem natürlich für diejenigen unter euch und natürlich auch für mich wichtig, die an der Safari-Zone kein Glück hatten mit Scharnieras. Aber ich hatte auch kein Glück mit Kangama und deswegen, ja, ist ein anderes Thema. Kangama kann man echt nur in der Safari-Zone fangen. Aber Scharnierer kann man eben auch hier schnappen. Ich glaube irgendwie trotzdem gleich sein oder fast gleich sein. Ich glaube irgendwie auch eine Chance von irgendwie 3% oder so, dass es auftaucht. Vielleicht sogar nur 1%, vielleicht sogar 5%, je nachdem. So, wir sollen noch was abziehen, wa? Ja, das war meine Hoffnung. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Sandama. Das Boden-Pokémon. Obwohl, in einer Alola, in so einer Alola-Form ist irgendwie... Was ist das schon wieder? Eisstahl, glaube ich, wa? So. Genug experimentiert. Kann man da Kai dran zum Einschläfen, dann müsste es eigentlich reichen in der Fangchance. Schlafpuder. Jo, soweit richtig. Dann mal einen Hyperball. Da mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, wie er sein soll. Na, geht doch. Sander, mein neuer Eintrag. Spitzname, keine Ahnung, ist eine Maus, wie Pikachu. Einfach zu später. So. Alles geschnappt, da gibt es noch ein Item, da oben auch noch. Ja, die Azuria-Höhle wird sicher ein paar Minuten dauern. Also eine halbe Stunde mal gucken. Den Weg zurück war. Ja, mein Auge juckt gerade. Ah. Und noch ein Bat. Ein Bat. Ich bin Batman. Ja, tschüss.